am besten soll ihr gucken, ob ihr nascht findet, weil vielleicht können den Zweck setzen, mit muss ihn gut aufrubbeln und darf kein Menschengeruch drin sein. Mit muss ich sicher sein, dass die Mom noch da ist. Sonst zu gehen die Älteren, also die Mom hauptsächlich überrannt und da sind die Kleiner lang. Also bald Mom nämlich könnt, da gehen sie auf den Tour, da gehen sie aus dem Nascht. Egal wie klein sie sind, da wibbeln sie eben, da klommen sie aus dem Nascht. Und da finden sie auch. Normal ist so wie die ganz Kleinen, die finden auch gar nicht dabei sind. Du, wahrscheinlich ist der Mom irgendetwas passiert, dass sie eben aus dem Nascht gekrochen sind. Oder ein Katz wird sie bruscht. Jetzt hängt er mal davon auf. Einst du Rätsel immer, was genau mit dem passiert ist. Vielleicht sind da 3 Stück gekommen. Der eine davon ist leider gestorben und die war vom Hund geholt. Und davon sind da noch 2 Stück da. Und da sind da, ich meine, 6 gekommen. Das war auch eine ganze Familie, also Geschwister. Und logisch, da sind die heute, kommen die ganz klein. Und die sind Maximum 2 Tage alt, weil sie 100. Und den heute nicht mehr. Die eine hatte noch Nürbelschnauer. Den heute das Team den am besten frisst. Und die bleiben so lange heute, bis sie da selbstständig fressen können. Und bis sie ganz ausgewusst sind. Und ein Igel muss aber über 600 Gramm haben, für den Winterschlaf zu packen. Und falls sie nicht für den Hirsch prägt wären, dann müssen sie leider bis nächstes Jahr 3 Jahre heu bleiben. Sie wissen, dass von uns Futter können. Ob sie uns als Mom identifizieren, das kann ich nicht sagen. Mir sobald die selbstständig fressen, die vergessen dann, dass die eigentlich so gefiedert sind. Und gehen da ganz picken und natürlich, wenn sie noch so noch Fleisch kriegen, aber schon auf dem Teller fressen. So, da kommen sie natürlich bei uns und lecken alles auf und so. Wenn sie ganz von der Flasche aufgewinnt sind, da sind sie richtig kranzig und machen Bull oder picken. So suchen wir das am liebsten, wenn sie am Müll gehen.